Welkom te opzingen, lieve hier. We worden vandaag een beetje een ander programma maken als we sonst gewend zijn. Door wat van onze Geschwister op andere Städte sind, mit anderen Sachen beschäftigt sind. Aber trotzdem, wo wir versuchen, uns mit die Tipp daran zu freien und Gott gemeinsam zu loben. Ich möchte einmal beten zum Anfang, euer wie wiederholen. Dankeschön, lieber Vater, sei ich dir in Jesus Christus in Namen für diese Gelegenheit, die uns jetzt, dass wir auf diese Orten wie uns auf den Wort konzentrieren, dass wir auf diese Orten wie gemeinsam weltweit dienen Namen loben und preisen. Und dass wir als Kinder Gottes im Glauben wachsen können, dass wir jenseitig euersparen worden, die zu sichern, die vom ganzen Herzen nur Leuwe zu lehren und auch so unseren Mitmenschen nur Leuwe zu lehren. Herr, laat dein Wort in uns werken, durch deinen Heiligen Geist, dass wir geformt werden können, dass wir die ähnlicher werden können und dass wir die über alles, wo immer wir uns befinden, klar bekennen können. Dass Menschen, die um uns herum sind, seine kennen und erleben können, weil Leuwe, der von dir kommt, und in uns kommt, durch uns wirken kann. Mocht du durch deinen Heiligen Geist uns anleiten in der von der Besinnung, auch in der Leider, die wir gemeinsam singen wollen. In Jesus seinen Namen. Amen.
Ein wunderbarer Name hier auf Erden. Fällt der Tränen, min Hort und min Sinn. En du wenn's kom, ich falsch verstående Worte. En dag bedam, ich mei als glücklich sie. Det är så wunderbar, den Name Jesus. Klingt så ett av oss, det skönste Melodie. Namens Herren, vollständige Erlösung. Skänkt wie Frieden, Ruhen, Harmonie. Höj sein Nume, heba alle Numes. Der Schabes alles Wort die Hand von Gott. Namhaft Gottes Wort sie nur in Amen. Name sich im Leben in dem Död. Der erste wunderbar, den Name Jesus. Klingt so der Haus, die schönste Melodie. Name ist Herren, vollständige Erlösung. Heu schein wie Frieden, Ruhen, Harmonie. Hij brengt mij troost en schwaie prøvde stunden. En wanneer dunkel wordt en alles breit. Jo, wanneer schien, dat alles unjagunga. Scheint hij van nien, mij möten te verzeihen. De erste wunderbar, den Name Jesus. Klingt so der Haus, die schönste Melodie. Namens Herren, vollständige Erlösung. Heu scheint wie Frieden, Ruhen, Harmonie. Jo, wann dort schien, dort alles unjagungal. Scheint heu von ihm, wie möten te verzeiht. En wann ich schon gröten Nomes komme, dann strahlt der Name Jesus ewiglich. Yes! Der erste wunderbar, den Name Jesus. Klingt so der Haus, die schönste Melodie. Namens Herren, vollständige Erlösung. Heu scheint wie Frieden, Ruhen, Harmonie. Himmlischer Vater, du bist so viel wert. Himmlischer Vater, du bist so viel wert. Ich lob dich, ich preis dich, ich bin mir nu fertig. Himmlischer Vater, du bist so viel wert. Oh Herr Jesus, ich verherrlich dich nun. Oh Herr Jesus, ich verherrlich dich nun. Ich lob dich, ich preis dich, ich geh mich uns nur dich. Oh Herr Jesus, ich verherrlich dich nun. Herr Jesus, du treust da für mich. Herr Jesus, du treust da für mich. Du lädst mich und hältst mich und bleibst immer bei mir. Herr Jesus, du treust da für mich. Disse drøy og la tøp døy sent an.
vandaag om het wieder merken met het thema uit 1 Korinther kapitel 13, wo wir al een paar Programme vorher evaluiert haben, wat der Leib ist, wat er nicht ist, wat er an uns bewirkt hat. Woran das vandaag jetzt ist, der Leib lässt sich nicht verbessern. Der Leib ist nicht notdrehend. So steht in 1 Korinther kapitel 13, Vers 5b heute das. Der Leib ist nicht äußerlich, sei andere Übersetzung. Das ist eine wieder von den Eigenschaften, was der Leib hat. Die Übersetzungen sind verschieden darin, je nach was von der Übersetzung in der Bibel man liest. Eine Rede von, dass der Leib nicht äußerlich ist, andere Rede von, dass der Leib sich nicht rätseln lässt, andere, dass er nicht besser wird, dass er nicht notdrehend ist und so weiter. Aber der Sinn, was die verschiedenen Übersetzungen Bibelhöhle ist, dieselbe. Das handelt sich um das amakelige Gefühl, was sich in uns entwickelt hat, wenn wir Spannungen miteinander erleben können. Das gibt amakelige Gefühle. Wenn euer an uns nennt, dann fühlen wir uns im nächsten Jahr irgendwo verschieden. Und dort wiest die Bibel uns, dass Leib ist nicht so steht. So, wenn Leib in uns Leben angekommen ist, da steht, was Jesus Christus von uns getan hat, dann soll das nicht so sein in uns Leben, dass wir amakelige Gefühle an den nächsten Jahren kriegen, dass wir äußerlich werden, dass wir uns rätseln lassen, dass wir in Spannung leben. Wir lesen in Jakobus Kapitel 1, wo Jakobus uns sagt, im Vers 19, meine lieben Brüder, sieht schwen bei der Sache zum Horche. Überleicht Geld euer Gerede, und wird nicht leicht dull. Ein Mensch, der in Wort handelt, der nicht, was für Gott recht ist. So, wenn was in unserem Leben nennt, das befähigt uns allerhand Sachen zu tun. Jakobus sagt hier aber nicht, dass wir uns nicht eure sollen, oder dass nicht uns rückfordern können. Das wird ja wahrscheinlich eine Sache sein, was für uns dann wird allmählich sein zu leben. Irgendwann im Leben kommt das vor, dass das mal eine Spannung gibt und dass wir uns rückfordern lassen. Wenn wir da waren, dann wird wir das weiter, dass uns Körper befähigt wird. Allerhand Sachen zu tun, die wird verstört dadurch, und dass wir schneller reagieren können, auch schneller handeln können, aber sehr vielmals passiert das dann in so einer Art und Weise, dass wir uns damit versündigen. Wir tun dann vielmals Sachen, die uns noch herschuld sind, dass wir das getan haben. Die uns raufbringen können. Die Dinge sollen wir nicht tun. Daher fordert Jakobus uns ab, wir sollen abpassen. Wir sollen leider erstmal Tauharche lernen, euer wie reden, und wir sollen uns dort überlegen, was wir überhaupt reden wollen. Da wollen ist nicht unbedingt schlecht. Das gibt verschiedene Momente in unserem Leben, wo das mal eine Herausforderung braucht. Da wurde hat aber in woran ist das nötig oder nicht nötig? Und das hat auch seinen Platz. Nicht alle Wege ist das angebracht. Wir sehen in Markus Kapitel 10 eine Gelegenheit, wo Jesus das ähnlich singt. Er reagiert mit einer amakelige Gefühl, was am Abkommen, als er da sagt, dass die kleine Kinder noch angebracht wurden, ab Vers 13, wo die Jünger dann jenen Hölle deuten, dass er nicht kommen soll. Und dort sagt er,
in Vers 14, aber als Jesus dort sagt, dann wie hij sehr untevreden. Dat stemt aan ontevreden dat hier eine Sache passiert, die nicht gut in seine Eeuwen weer. Doch die Menschen willen die Kinder nur aanbrengen, damit hij de Hand ableihen zullen aan zijn zullen. Dat wordt onderbroken durch seine Jünger ihre Handlung und dort stemmt Jesus nicht uitmerkend. Zoals ook in dem Beispiel von Matthäus Kapitel 21, Vers 12, sei wie dort, wo Jesus handelt und wo er stark rückgefordert wird durch das Handeln von den Menschen, die im Tempel Gottes gekommen wären und Handelsplätze abgestellt haben. Die Bibel beschreibt nicht alle Details, was da wirklich passiert sind und was er alles gesagt hat. Doch hij fängt an, deze am te schmieden, hij fängt an, Menschen rützuscheiken, hij fängt an, ran te pitchen, wie dort sehr amaglich, dort Hus Gottes zur Sache gebraucht wird, wo dort nicht gemerkt worden wird. So Jesus wird auch rütgefordert. Hij wird auch nervös. Bloß hij passt ab. Nur den Moment, hij passt ab, wie hij damit umgeht. Und ich glaube, das ist, was Paulus hier meint. Wenn er sagt in 1. Korinther Kapitel 13, der Leib lässt nicht zu, dass der Euer über uns herrschen wird. Da ist ein dritter Unterschied an, ob ich das zulässt, dass der Euer mich kontrollieren wird, oder ob ich die ganze Jahr sehen bleibe, der dem Euer kontrollieren wird. Ich kann dem in meinem Tun heulen. Ich kann dem begrenzt heulen, damit ich nicht durch dem Euer verlassen, welche der ein andere durch vermerkte. Das wurde die Bibel uns abfordert. Passt ab, wann du nervös wirst, was du damit tust. Wo du damit hingehst. Und wie neu das ist. Und ich will von der ab kort einmal auf 5 Strategien hinweisen, die uns helfen können, den Euer zu bekämpfen und uns in Lauftooljahr zu senden. Die erste Strategie einmal, wo ich auf hinweisen will, ist, der Euer ist leicht in uns so als ein Kranz. Der will sich immer weiter wiederholen. Besonders wenn Sachen nicht abgeriemt wurden, dann praktiziert sich dieselbe Sache für uns frisch. Die erste Sache ist, unterbrecht diesen Kranz, damit die nicht immer weiter durchkommen können. Wir finden in Sprecher vom weisen König Salomo sehr viel geschrieben über die Angelegenheit vom Euer. Wo dort auch von der Rede wird, wo Menschen sind, die nicht verstehen, mit Euer umzugehen, so auch rede von Menschen, weil die sind, die mit ihren Euer verstehen umzugehen. Und ich lese mal ein paar Verse. Erstens einmal Sprecher Kapitel 29, Vers 11, wo das heißt, ein Noah, der jeft seinen Euer ganz an, aber ein weiser Mann, der hält sich treu. So, das sagt nicht, dass der Weiser nicht auch Euer hat. Bloß der hält sich selbst treu. Wenn der Euer am Drieben will, dann sagt er, nee, ich kann mich nicht vom Euer bestimmen lassen. Hier sagt er, wer sich vom Euer leiden lässt, das ist ein Noah. Das ist nicht eine so ermutigende Beschreibung von einem Mensch, aber das sagt Salomo, was das ist. Wer sich von Euer leiden lässt, das ist ein Noah. Und ein Zeichen von Weisheit für einen Menschen ist, dass er seinen Euer unter Kontrolle hält. Er kann sich beherrschen. Wann Euer abkommt, er weiß, wie er damit umgehen kann. In Sprecher 14, Vers 29 sagt er, wer nicht schwindel wird, der ist weise. Aber wer hastigkoppig ist, beweist damit, wie schädlich er ist.
Hij braucht dan nog grove uittrekje om ons dort met te delen. Wil je ring rof een mens moet jamt, die zijn euer vrij gaan laat. Manchmal kann es sein, dass wir Menschen glauben, wir können uns vielleicht angeben, wann wir da waren. Aber die Bibel lehrt uns das Gegenteil. In Wirklichkeit für einen Menschen, der seinen euer freien Lauf gehen lässt, für den ist das beimögend. Schädlich zu sein, das ist nicht eine interessante Sache. Das meint ein Mensch, der mit seinem Verstand ganz durcheinander ist. Noch schlimmer beschreibt er dort in Sprecher 24, Vers 28, wo er sagt, ein Mann, der sich selbst nicht beherrschen kann, der ist als eine Stadt, die den Müll rundum durchgebrochen ist. So, was kann dort durchstellen? Eine Stadt, die keine Müllraum hat, der ist in eine ganze Unsicherheit gerodet. Der Feind kann irgendwann angreifen. Der Feind kann irgendwann verlassen. Der Feind kann irgendwann durchmerken. Grenzenlos. Eine Stadt ohne Müll ist schutzlos. So, wenn wir erkennen, dass wir in unserem Leben mit dem Euer nicht richtig stehen, das ist nicht das größte Problem. Wenn wir das erkennen, dann haben wir all dem Schlüssel in unserer Hand, was uns die Frage stellt, was können wir mit unserem Euer tun. Die Bibel sagt uns ziemlich klar, was wir tun können. Und ein Hinweis davon ist in Epheser Kapitel 4, Vers 26, wo Paulus sagt, wenn je jünt eure, so er hat das allemaal angeschloten, dat wat han en waar dat verkomen, dat die eure worst. Dat is ganz normal. So wenn je eure, dann sagt sie, dat je nicht, dass jenen euer versinnen. En versinnigt je nicht. En wenn je versinnigt hand, dann sagt sie, dann vereinigt je euer die Sonne ungejet. Der euer ist du. Für einen $1, für den anderen weniger. Sehr wahrscheinlich hat das mit unserem persönlichen Charakter zu tun. Einer hat einen starken Charakter, der andere ist schwacher. So, das kommt lang nicht allem gleich rüt. Das, was von jedem gleich rüt kommt, ist, die Rütforderung, lehr mit denen euer umzugehen. Lehr die zu beherrschen. Wenn der euer abkommt, dann pass auf, dass die nicht was die nur her Leute ist, dass die dort mit zu tun haben. Und wenn das so ist, dass die all so weit gekommen bist, dann sagt Paulus, dann tickt du nur, dass die Versöhnung findest. Dann stell die Sache reich. Dann steh dort und regel dort mit dem, über wem du diese Spannung gehabt hast, oder mit wem du diese Spannung gehabt hast. Und er bricht diesen Kranz, dass er nicht sich immer weiter bei dir wiederholen wird. Die zweite Strategie, worauf ich hinweisen möchte, ist, pass auf, was von einem Freund du die nimmst. Wir können uns sehr stark beeinflussen lassen, und besonders von Freunden. Wenn wir mit Menschen tipps sind, wenn wir Beziehungen haben, dann sind wir beeinflussbar von anderen. Daher ist es wichtig, dass wir weiter, was von den Freunden wir uns aussuchen. Menschen, die nicht Freunde haben, die sind sehr allein im Leben. Freunde sind wichtig für uns. In allen Tiden. Und Freunde sind immer dann noch wichtiger, wenn wir in Momenten ankommen, wo das schwer ist, wo wir was zu dichtig haben für Hand. Aber das ist Zeit, wenn man Lied Freunde haben, wo man mit Frieden teilen kann. So, wenn die Freunde nicht gut sind, dann wird der Einfluss, den sie auf uns ausüben, auch gut sein. Wenn die aber negativ sind, wenn die schlecht sind, dann ist die Ausübung vom Einfluss auch negativ. Da finden wir in Sprecher Kapitel 22, Vers 24 einen Hinweis, den man lesen möchte. Mögt die nicht zum Freund an einen Herzchen Mann.
en jeft die nicht mit einem auf, der schwindal wird. Anders kannst du seine Wege leren en selbst in de slang nenjeroede. Hier wil de wijze ken ik ons warnen. Pas op. Meestens is dat zo dat de negatieve vriend dem anderen beeinflussen wordt. Manchmal habe ich mal den Ausdruck gebraucht und vielleicht gehört, dass man erst mit einem schlechten Typ, ein Mensch, was schlecht gesonnen ist, mit dem Wunsch, dass wir dem verändern können. So ja ist das aber der Fall, dass das sich andreht. Und das Negative will uns verändern. Das wurde Salomo hier sagt. Siegt die nicht sein Freund, der herzig ist. Siegt die nicht seinen, der leicht dull ist. Siegt lieber Freunde, die uitschiedlich sind und die helpen können, dass du einen guten Charakter kriegen kannst, dass du stark werden kannst, dass du ein Mensch sein kannst mit positiven Einfluss in die Gesellschaft. Wenn ich unterwegs sehe und mich dann auch mit seinen Töpfen, die auch leicht herzig wird und auch leicht dull wird, dann wird das viel sehr hastig groß in mir. So, das hat mich nicht an meinen Eier zu schwächen. Das hat euer an dem bloß Jata zu merken und was dann auch euer Meier dann hätte vorbereitet hat. Wir sehen einen weiteren Vers in Sprecher Kapitel 15, 2 Vers, Vers 1 und 2, wo das sagt, eine gelinde Antwort, der stellt den Eier. Aber ein hartes Wort rätst zum Eier. Der Weise ihre Tongue merkt die Lier antragend. Der Nore Müll oberspricht, Dummheit. Freunde sind von großer Wichtigkeit, das ist all gesagt in unserem Leben. Wie brücken die? Wichtig ist für uns, dass wir lernen, Freunde zu selektionieren. Dass wir nicht checken, dass wir selbst ein guter Freund sind für einen anderen, der nicht diesen euer anstecken hat an andere. Und auch, dass wir nicht checken, dass wir gute Freunde kriegen, die unseren euer helfen zu kontrollieren und es steht, dem Irata merken. Ein dritten Hand, wie es dem geben möchte, es jeft deine Sorge an Gott auf. Vielleicht fragst du dich, warum? Was hat Sorge mit euer zu tun? Sorge und Ängste, die sind sehr dicht bei euer. Sehr vielmals, wenn wir bedrückt mit Sorge leben, dann sind wir gepflichtet, nervös zu werden. Oder wenn wir in Angst geraten, wenn wir in Umständen leben, wo wir ängstlich werden, dann sind wir gepflichtet, eurig zu werden, gerätzt zu werden, rückgefordert zu sein, was uns dann leicht aus der Ruhe bringt und wo das leicht zu unkontrollierte Sachen kommt. Wenn Leute nicht ehrlich ist, nicht besser ist, nicht gerätzt ist, wie können wir dann diese negative Eigenschaften aufbauen? Oder wie können wir von dabei wegkommen? Die Bibel lehrt uns nicht bloß, was Leute essen, was Leute nicht essen. Die Bibel lehrt uns auch, dass Gott selbst die Eigentümer von der Leib ist. Gott ist Leib. Und wie anfangen wir, was wir brauchen. Der Psalmist führt das einmal so ein bisschen Typ im Psalm 37, Vers 7 und 8, wo er sagt, sieh ruhig im Herrn. Und lüge geduldig nur an. Und euer die nicht, wann andere in ihre Weg gleich haben. Oder über die in ihre Beise Plunz durchführen. Sieht nicht bosig und wird nicht dull. Euer Kind nicht, willst dort merkt den Schode bloß Irata. Der Psalmist wies uns hier unter anderem darauf an, dass wir bekennen müssen, dass kein anderer verantwortlich ist für meinen euer als ich selbst.
Wie viel ist das so in unserem Leben, dass wir jeden Mal möchten einen anderen schuldig machen, für den dat ich da geworden bin. Der andere heeft dat react gedaan, dat waarom ik teruggevallen zie, dat waarom ik gered zie, dat waarom ik nerveus zie. Der Schuld ist beim anderen. Doch die Bibel, im ganzen Kontext von der Bibel, lehrt uns dort, dass ich selbst sie verantwortlich für meine Einstellung, für meine Haltung über dem Euer. Wenn ich das tue, dass ich da war, dort liegt bei mir. Ich kann mich entschließen. Wenn es irgendwas fordert die Bibel uns so viel ab, dass wir nicht unter euer reagieren sollen. Dass wir uns nicht vom euer bestimmen lassen sollen. Dass wir nicht euer in uns Leben hüsen lassen sollen. Wir sollen dem aufbauen, wir sollen dem beherrschen, wir sollen unseren Charakter beherrschen. Ich komme in die vierte Anweisung, die ich mitgeben möchte. Sei doch nur, dass du uitruhen kost. Wat heeft uitruhen met euer te doen? Vervolgens is dat zo, dat wanneer we meid, oder vielleicht sogar auch hungrig sind, dann worden wir leicht nervös. Wenn wir überfordert sind, wenn wir rückgefordert sind von Zeit, von Arbeit, von Menschen, die um uns herum sind, die was wachten von uns, was erwarten von uns, das bringt uns zur Spannung. Und wenn uns Körper überfordert wird, dann werden wir leicht nervös, dann werden wir leicht rückgefordert, dann werden wir leicht gereizt. Eine Sache, wo wir keine Lehre mit angehen. Das ist, woran wir auch Mathe Lehre damit angehen. Nicht bloß kennen. Die Bibel fordert uns rüt, wie sollen Lehre damit angehen. Dass wir einen Utgleich finden zwischen Hunger und Sattsein. Dass wir einen Utgleich finden zwischen Meidsein und Utruhe. Dass wir unsere Grenze von unserem Körper erkennen und sagen, von dir, jij dat met mij mobat hier. En ik stoot mijn grens. Wils en ik weet, wanneer ik door Eva ga, dan kan dat leicht ter Spannung führen. Ik mocht een Hinweis merken, naar dem Prophet Elia, uit 1. Chronik, Kapitel 19, dat fängt al euer an und geht auch noch wieder. Aber das ist ein sehr guter Hinweis, wo wir sehen können, was Elia für Erfahrungen hatten. Wir lesen da in anderem, dat Elia door een gelegenheid had, wo hij met 450 profeten, wat voor den Baal door waren, kämpfen deed. En dat was een ganz spannende Situation voor hem. Hij kämpft gegen 450 profeten. Die profeten van Baal waren. En Elia was door alleen als een profeet van God. Hij gewann den Kampf gegen die 450 Propheten. En ik stel me zo voor, wat je leeft aan, nu is het te eng. Nu is het tijd. Aber dat blijft niet zo. Als de koningin Isabel die Nachricht hier, wat Elia gedaan had met de 450 Propheten, dan zegt ze, dat kan mij dit en dat en dat andere kan alle met mij passeren, wanneer ik bij dem en dem plakken tijd, met die ik dat ook gedaan heb, wat du met een van de 450 profeten gedaan hast. Zodat ergrijpt Elia van angst. Hij werd van angst ergrepen. Hij wist niet, hoe hij geschiedt wat hij denken zal. En hij fing aan uit te kleven. Hij zag dat hij voortkomt van een extreem naar de anderen. Wil verschwingen, wils hij dat gehit had, dat hij een duidelijk voorstond. Elia kleeft uit. Hij zag zich als de einzige profeet, die zich te God huilen deed. Hij werd deprimerend, hij werd depressief, hij werd moedeloos, hij werd moe en hij werd hongerig. En we lezen in 1. Chronik, Kapitel 19, Vers 5. En hij lädt sich unter den Baum und schleipt. So hij weer bij een plaats gekomen,
wo er nicht wieder kann. Dann lädt er sich an und schleipt und Gott sagt, was am Fehler deut. Und in dem Moment, wo er schleipt, mit einmal wie du ein Engel, der am Anschieden sieht, steh ab und at. So er sagt dort, dass Elia meid wir. Aber er sagt, dass er hungrig wir. Sein Körper wie angegeft. Er hat gekämpft, er hat geschafft, er hat gerannt, er wird gekläft. Aber er wird ganz an die Grenze gekommen. So, und er wird so weit an die Grenze, dass er zu Gott sagt, nimm von mir den Odem weg. Ich will nicht mehr leben. Ich will hier nicht mehr auf dieser Erde sein. So ein deprimierender Moment, wie er hineingekommen, wo er von dieser Erde Lust hat, zu verschwinden, und er steht wieder zu kämpfen, wieder für Gott zu leben. Was Elia in diesem Moment dringend hat, dass wir verpusten, uitreiben, dass sein Körper nie abtanken können und dass wir auch eten, damit er nie in Kraft kommen können. Wofür sind wir jetzt? Wenn wir mal uns selbst beobachten, da ist dem, dass wir an uns persönlich an unsere Grenze leben. Meid, überfordert, hungrig, wir kommen nicht zu der reichen Nahrung, indem wir zu Druck sind, und so wieder und so weiter. Und das ist nicht das, was Gott will. Gott will nicht, dass wir uns von den Umständen um uns herum bestimmen lassen. Gott will, dass wir uns von den Leuten bestimmen lassen, die er selbst ist und die er uns gebracht hat in Jesus Christus. Und das, woran Paulus uns lehrt in 1. Korinther Kapitel 13, was ist der Leib und was ist der Leib nicht. Die 5. Anweisung, die ich wiedergeben möchte, die letzte, das verändert deine Einstellung. Vielmals ist unsere Einstellung uns so ein Verhängnis. Wir sind begrenzt, wenn wir eine Feststellung haben, und unsere Einstellung uns nicht nur dort wirklich kommen lässt, was Gott für uns reingemacht hat. Der Euer fängt meistens in unserem Gedanke an. So wie denken, wir können entscheiden, wir können entschlüten, ob wir wollen da worden oder nicht. Das fängt in unserem Gedächtnis an. In unserer Vorstellung, in dort, was wir uns deutlich merken können, in unserer Einstellung. In dort, was wir erwarten von anderen. Vielmals ist dort, der andere hat nicht das Wild, was wir heute erwartet, und dann gibt das in uns eine Spannung. Die Bibel sagt in Sprecher Kapitel 4, Vers 20 und 21, 22, 23, wo er sagt, mein Sehen, acht darauf, was ich sei, und hör den Ohr an, wann ich red. Verjagt niemals, was ich gesagt habe, hör dich wird deep in den Hort binnen. Das hat mit Verstohnen zu tun. Das hat mit dort in unserem Hort nicht kommen zu tun, mit unserer innerlichen Einstellung zu tun. Wie soll wir das bewahren? Weil die sind Leben für die finden und sind gesund für ihren ganzen Körper. Merkt sicher, dass du im Hort weiß bist. Und das ist, wodurch dein Leben kommt. Dort, was wir binnen denken, dort, was wir binnen fühlen, dort, was unsere Erwartungen sind, dort, was unsere Einstellung ist. Dort ist wichtig, dass wir dort in uns überdenken. Muss wir durch Veränderungen anführen, damit wir besser kennen mit unserem Euer fertig werden, damit wir besser kennen mit unserem Euer klarkommen. Wir haben meistens eine Vorstellung, wer dort alle uitkommen soll. Und wenn das nicht so uitkommt, dann will das in uns zur Spannung führen. Dann waren wir nervös, weil es dort nicht die Vorstellung erregt hat, was wir gedacht haben. So, vielleicht müssen wir unsere Einstellung, unsere Erwartungen
leerstellen. Dat die niet zo hoog zijn, omdat die ons niet zo verlaten. Wie hangt ihr mit ihren Umständen? Wie hangt ihr mit ihren Sachen? Wie hangt ihr mit ihren Menschen? Die Erwartungen. Wenn wir leren, die rauf te brengen, op een bodem op te brengen, dat die wirklich leefbaar zijn, dan worden die waarschijnlijk ook niet ganz so verlassend zijn voor ons. De vraag is, weet je wie dat doen? Weet je wie onze Verstellung, onze Einstellung realistischer machen? Die Bibel hat uns zu dem. Paulus sagt in Philippa Kapitel 4, Vers 8. Dan zu guter Letzt, Brüder, wat Wahrheit ist, wat hem achte ist, wat gerecht ist, wat rein ist, wat leuftulich ist, wat einen guten Ruf hat, wat gute Eigenschaften hat, wat te loven ist, damit geeft jemand in jene Gedanken auf. Oft jemand daran, wat je van mij geleerd hebt, in je hield hebt, in je seine hand, in je kreie hand. Oft jemand daran. Dan wordt de vrede Gottes in jemand zijn. Onze gedanken, naar dem draaien wat de waarheid is, naar dem draaien wat hem achter is, naar dem draaien wat rein is, naar dem draaien wat leuftulich is, naar dem draaien wat gerecht is, naar dem wat gouden Ruf en gouden Eigenschaften heeft, naar wat hem loven is en door onze tijd te investeren. Wanneer we dat doen, dan worden we leren kennen en er steht ons van euer ergeben te laten en dem Herrscher te laten, dan worden we leren kennen diese gouden Eigenschaften in ons werken te laten. Dat fällt uns nicht vom Himmel. Dat ist nicht nur einfache Sache. Aber das ist möglich. Für all die wir sagen, ich entschließe mich, leuftulicher zu werden. Ich entschließe mich, dem euer in meinem Leben nicht freien Lauf gehen zu lassen. Ich entschließe mich, Selbstbeherrschung zu lernen. Das kommt alle nicht von allein. Wir müssen daran arbeiten. Wir müssen unseren Teil tun dafür, damit wir in unserem Charakter stabiler werden können und lernen können, unseren Euer zu beherrschen. Unsere Einstellung muss der Bibel angepasst sein. Das, was die Bibel uns lehrt. Und das ist mein Wunsch für mich und für die, dass wir lernen können, unseren Euer zu kontrollieren, uns zu beherrschen. Und dass wir weiser werden können, als Kinder Gottes, dass die Weisheit in uns geraten werden können und dass wir lernen können, weiser zu handeln. Und ich möchte einmal einladen, dafür mit mir zu beten. Vor dem Himmel, ich danke dir vom ganzen Herzen, dass du uns in deinem Wort hast könnt geronen, was der Leib ist und was der nicht ist. So von der habe ich über das geredet, der Leib ist nicht eurig, der Leib ist nicht ivrig, der Leib ist nicht verbessert, der Leib ist nicht notdrehend. Du weißt, dass wir dort lehren, dass in unserem Hort nicht Wort ist, dass in unserem Hort nicht bessere Worte schlun, dass in unserem Hort nicht notdrehend ist, sondern dass der Leibbein ist. Musst du durch dein Wort in uns wirken. Und lass dass dein Wort in unser Hort diepe Worte schlun können, dass wir uns zu starken, stabile Charaktere, die von dir befestigt worden, entwickeln, um dort in dieser Welt, in dem Auftrag, den du uns gegeben hast, zu leben, dass Menschen sich an uns hüllen können, die uns als Beispiel nehmen. Aber die in uns erkennen können. Die in Leben uns erkennen können. Und dass du dadurch verherrlicht worden kannst. So als die Bibel uns abfordert, lass unsere gute Worte für die Menschen stattfinden, damit die loven kennen. Damit die preisen kennen. Herr Jesus, schenkt dat Selbstbeherrschung in uns wachsen kann.
all die wir uns zu dir bekennen, die wir zu dir hier, dat Selbstbeherrschung in uns wachsen können. Dat wir leren kennen, weiser zu werden. Dat wir leren kennen, zu überlegen, euer wie handelen. Und dat du uns leiden musst. Und dat wir die hierin verherrlichen können in de Entscheidungen, die wir treffen in unserem Leben. In Jesus zijn Namen. Amen. Jesus, sieh das Zentrum, sieh meine Hand in mein Licht, Jesus. Jesus, sieh das Zentrum, sieh meine Hand in mein Licht, Jesus. Sieh dort vier, däupen mir, sieh der Wind, däup mich fehlt, sieh mein Leben, hin mein Ziel, Jesus, Jesus. Jesus, sieh meine Hoffnung, sieh du mein Ziel in mein Weg, Jesus. Sieh dort viel, däupen mir, sieh der Wind, däup mich fehlt, sieh mein Leben in mein Ziel, Jesus, Jesus. Sieh dort viel, däupen mir, sieh der Wind, däup mich fehlt, sieh mein Leben in mein Ziel, Jesus, Jesus. Jesus, sieh das Zentrum, sieh meine Hand in mein Licht, Jesus. Jesus.